Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Heute diesmal zur Pressekonferenz vor dem 21. Bundesligaspieltag zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Wahrscheinlich der formstärkste Gegner aktuell in der Bundesliga. Könnte also sehr interessant werden und wir gehen mal rein und hören mal, was so Winnie zu erzählen hat, würde ich sagen, oder? Spieltag, morgen Abend im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Willkommen zur Dieter ist auch Medienrunde wieder mit da. unserer Kompanie. Dieter ist ganz schön Max alt Eberl geworden, ne? Und von wenigen Menschen zahlreiche Fragen sicherlich. Fangen wir an, hier vorne, oder dann bleiben wir hier. Na, gehen wir da. Ja, komm. Ja, ist Samstag, da Sky. arbeiten die nicht alle, ne? Harry Howe ist an der Aber Reihe. Bild ist bestimmt da. Ja, guten Morgen zusammen. Frage erstmal an den Coach, wie sieht es mit dem Personal aus? Manuel Neuer fällt er jetzt definitiv aus und was erwarten Sie für ein Spiel und für einen Gegner? Ich finde, haben Sie Informationen, die ich noch nicht bekomme. Und der ist schon raus. Ach so, ich dachte, das war ein Statement, dass Manuel Neuer definitiv ausfällt. Manchmal werde ich die Frage falsch verstehen, weil mein Deutsch ist noch nicht ganz perfekt. Aber nein, alle sind wieder da. Und wenn passiert, was ich glaube, dann wird Manu heute trainieren, dann haben wir die volle Kader zur Verfügung. Und ja, das hat diese Woche gebracht für uns. Ja. Und dass eine Magen-Darm hat oder so, oder ein bisschen krank, also Harry war am Anfang der Woche auch krank, weil vielleicht kommt die Frage auch noch. Aber gut, die Jungs sind fit und die Energie im Training war top. Und wir haben diese Trainingswoche auch mal genossen. Ja, wir auch brauchen diese Energie. Auf der linken Seite Johannes Berner für die Bild-Zeitung. Also doch Manuel Neuer im Tor. Wild. Herr Eberl, Serge Gnabry hat die Woche am Donnerstag seinen Vertrag bis 2028 verlängert. Eine Woche. Katastrophe, ne? Katastrophe in meinen Augen. Ey, okay, von der Leistung her, vom Sportlichen her, Serge die Saison echt für seine Leistung in den letzten Jahren echt okay. Ich bin gespannt, ob das jetzt so bleibt, nachdem der Vertrag wieder verlängert wurde. Weil das letzte Mal, dass er da so eine starke Serie hatte, war halt, wo auch im letzten Vertragsjahr war. Dass der Vertrag verlängert wird, war klar, ist der beste Bro vom Josh. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn wir uns irgendwo bei 10 eingereiht hätten. Natürlich wissen wir nicht genau, ob die Zahlen stimmen, die da im Umlauf sind, aber wenn das an die 15 geht, für einen Spieler, der nicht erste Wahl ist, ja, wir reden mal nicht von Ersatzspieler, aber der nicht erste Wahl ist, und das ist er nicht, wenn wir darüber reden, dass Luis Diaz, Jamal Musiala und Michael Olise da sind und jetzt sogar noch ein Lennart Kahl ihm über weite Strecken den Rang abgelaufen hat, dann weiß ich nicht. So, ja. Aber gut, Gehaltsstruktur, Gehalt beim FC Bayern ist eine Katastrophe. Da brauchen wir, denke ich, nicht drüber reden. Und ja, Serge gönnt sich, ne? Woche zuvor wurde bekannt, dass die Zeit von Leon Goretzka im Sommer endet. Beide kamen ja 2008. Ist halt nicht der beste Bro vom Josh, der Leon. Hä? Man müsste echt mal gucken, wer bisher... Warte, den Spaß mache ich mir kurz. Gut, nehmen wir es kurz mit. Serge Gnabry. Die Saisonstatistiken vom FC Bayern Seite. Einsätze 31, Tore 7, Vorlagen 10, 1684 Minuten, 11 Einwechslungen, 19 Auswechslungen. Leon Goretzka. 31 Einsätze, 2 Tore, gespielte Minuten 1479, 13 Einwechslungen, 14 Auswechslungen. Ja. Ich denke nicht, dass wir bei einem von beiden über irgendeinen Stammspieler reden, oder? Ja. Und da weiß ich nicht. Ja, wir sind natürlich... Ja, können wir sagen, wir sind in der Zentrale besser besetzt? Ja, wenn Conny Leimer zur Zentrale zählt, was er aktuell nicht tut. Ja, I don't know. Also ich kann es schon verstehen, so Leon, ja, da brauchen wir auch nicht drüber reden, das war auch nicht gut die Saison, aber Serge, ja, seine Werte sind okay für ihn, ja, aber wie wir gesehen haben, er ist halt auch kein Stammspieler, ja. Und da über diese Gehaltsspanne zu reden, weiß ich nicht. Aber ja, die Frage wird jetzt kommen, warum man dann Serge verlängert und Leon nicht. Ja, beide hätte man sich wahrscheinlich dann auch nicht leisten können, wenn du 2 Ergänzungsspieler hast. Ich meine, haben wir ja aktuell auch. Ne? Also
Ist ja eine Katastrophe, was die alle verdienen, die nicht unter der ersten Elf stehen. 18, fast zeitgleich zum FC Bayern, gleich alt, halfen zu vielen Titeln mit. Was sind die ausschlaggebenden Gründe, dass man am Ende sich entschieden hat, mit Gnabry zu verlängern, aber den Vertrag... Wird er nicht ehrlich beantworten. Würde mich auch interessieren, so, ja. Wahrscheinlich wird die sportliche Komponente kommen, die am Ende auch ausschlaggebend ist. Und da war Serge zumindest ein Faktor, bevor Lennart Kahl durchgestartet ist, muss man fairerweise sagen. Da war er ein gewisser Faktor, ja, sportlich definitiv. Leon war nie dieser sportliche Faktor diese Saison. Ja, mal 1, 2, 3 bessere Spiele, ansonsten super viel Mittelmaß. Und ich habe es ja schon 100-mal gesagt, für mich passt Leon Goretzka eh nicht in dieses System. Von daher kann ich das persönlich schon verstehen. Aber ja, die Frage ist natürlich provokant, aber auch ein bisschen interessant. Mal schauen. Von Leon Goretzka mehr oder weniger auslaufen zu lassen. Und eine Frage dann im Anschluss an Herrn Kompany. Wie wichtig ist Serge Gnabry für Sie oder wie wichtig ist die Verlängerung für Ihr In der Kabine ganz wichtiger Spieler in der Kabine. Team? Für die Jungen ganz wichtig. Also das sind dann am langen Ende kaderpolitische Entscheidungen. Also sind beide gleich alt, wie Sie gesagt haben, habe ich jetzt gar nicht geprüft, sind beide gleichzeitig gekommen. Trotzdem glaube ich, sind es keine Zwillinge, sondern jeder hat seinen eigenen Werdegang. Und wir haben einfach auf der Position entscheiden müssen und wollen und haben bei Serge eben die Verlängerung erreichen wollen. Haben wir Gott sei Dank geschafft, sind wir sehr, sehr glücklich, weil Serge ein wichtiger Spieler für den FC Bayern ist, sowohl als auch auf neben dem Platz. Das habe ich ja auch in der Pressemitteilung so gesagt. Und bei Leon ist es eben so, dass wir im Mittelfeld eben ein sehr, sehr starkes Personal haben und dann eben mit Leon zusammen, gerade in dieser Aktualität, die quasi vor Transferperiodenende nochmal aufkam, mit ihm ganz offen, ganz transparente Gespräche geführt haben, ganz gerade raus von beiden Seiten, das war super. Und dann hat man sich darauf vereinigt, dass man eben, oder verständigt, dass man im Sommer dann getrennte Wege geht. Ja, ich glaube, dass Serge immer wieder in seiner Leistungen gezeigt hat, was er auch in die Zukunft bringen kann für uns. Und vielleicht wird manchmal ein bisschen unterschätzt, auch mit Serge, was seine Rolle ist in der Kabine auch. Es ist nicht nur ein Spieler, ich weiß, man hat immer manchmal diese Gedanke, wie eine Junge war, wenn er 20 Jahre alt war oder 24 Jahre alt, aber er ist jetzt 30 und er hat jetzt eine andere Rolle, die auch genauso wichtig ist für uns, nicht nur auf dem Platz, aber auch neben dem Platz. Er weiß auch, dass ich seine Rolle so schätze. Aber natürlich fußballerisch in diesem Bereich, gerade auch, weil du immer wieder 4 Spiele reicht nicht in diesem Bereich. Du brauchst einfach diese Jungs auch, die gemeinsam diese Tore bringen können in eine Saison und er gehört dazu. Und deswegen sind wir der Meinung, dass er in den nächsten Jahren noch immer noch bringen kann, was er gebracht hat bis jetzt. Ja, das ist leider zu wenig für den FC Bayern. Für diese Gehaltsstruktur, wenn diese stimmen sollte natürlich, ja, ist das in meinen Augen zu wenig. Vor allem, weil er es ja nochmal schön sagte, die letzten Jahre. Wenn das der Anspruch des FC Bayern ist, dass man das bringen muss als Außenbahnspieler, was er die letzten Jahre gebracht hat. Keine Ahnung, was Serge in den letzten Jahren gebracht hat in 3 Saisons, das bringen Michael oder Luis Diaz in einer Saison, Alter. Ja. Und die verdienen beide wahrscheinlich weniger wie Serge Gnabry. Dann auf seinem Stammplatz Klaus Bergmann für die dpa. Hallo Herr Kompany. Hallo. Sie haben gesagt, die Woche, die haben Sie mal genossen, die war gut. Sie spüren also offensichtlich ja so einen neuen Hunger in der Mannschaft. Und brauchen Sie heute, dass Dortmund noch gewinnt, damit morgen noch ein bisschen mehr Ehrgeiz rausgekitzelt wird? Nicht neuen Hunger, gleicher Hunger. Aber es ist einfach so, was haben wir gemacht? 7 Spiele in 20 Tagen und das ist einfach die Realität. Und ich glaube, die Hunger haben wir gezeigt seit 1. Januar. Das heißt, erstmal die Ergebnisse und wie wir gespielt haben in die ersten Spiele. Aber natürlich, wenn du in 20 Tagen 7 Spiele hast und so oft auch auswärts, dann ist diese Woche auch mal gut. Dann kannst du mal trainieren, dann kannst du mal das Übersicht wieder genießen. Und das haben all unsere Gegner immer gehabt, bevor jedes Spiel. Also wir sind immer hingereist mit 2 Tagen zwischen die Spiele, haben dann 90 Minuten, 95 Minuten oder wie letztes Spiel
106 Minuten gekämpft, ohne da was zu sagen. Aber jetzt haben wir mal eine Woche, können wir das mal vorbereiten und das ist auch gut. Und dann haben wir natürlich die nächste. Ja, sehe ich genauso, aber fairerweise muss man auch sagen, daran wird man dann am Sonntag auch gemessen werden, ne? Das muss auch Fakt sein, ne? Ich meine, die letzten Spiele habe ich da auch immer ein bisschen das Auge zugedrückt. Die Leistungen waren alle nicht so gut, nicht so stabil. Wie gesagt, kann man alles erklären, so gar keine Frage, aber Sonntag muss dann echt geliefert werden, ne? Woche diese 3 Spiele in 6 Tage wieder. Aber dann haben wir 3-mal eine Woche und das kommt am richtigen Zeitpunkt, auch wo die Jungs alle fit sind. Und deswegen haben wir diese Woche schön genossen, ja. Und Dortmund? Ja. Sehr schauen Sie dahin? Aber Sie haben verstanden, weil ich überhaupt nicht diese Frage beantwortet habe. Also ich bin nicht damit beschäftigt, wirklich nicht. Und wenn ich das ganz am Anfang einer Saison sage, dann hört sich das sehr traditionell an, aber ich ziehe es durch. Also es ist wirklich so. Ich bin und ich hoffe, die Jungs auch, aber ich habe vom Gefühl her, weil die so viel Erfahrung haben, auch in dieser Situation, ich habe auch diese Erfahrung gehabt in meiner Karriere und da musst du einfach in einer Tunnelphase sein. Und ruhig Spiel nach Spiel, Schlag nach Schlag einfach weitergehen und irgendwann kommst du an deine Ziele. Nächstes Gary Howe wieder bitte. Ja, wäre jetzt auch lächerlich, jetzt nach Dortmund zu schauen, so, ja. Natürlich, keine Ahnung, sollte Dortmund gewinnen, wir verlieren, sind es 3 Punkte, ja, dann sieht die Sache anders aus, aber ey, wir spielen so eine starke Saison jetzt, keine Ahnung, wie gesagt, ich hätte dann eher, ich habe es schon im Stream gesagt, wahrscheinlich wäre dann eher Hoffenheim der stärkere Konkurrent wie Dortmund. Ja, muss man einfach mal sagen, weil die einfach einen Lauf haben. Wie will sie? Ja, Dortmund muss auch erstmal gewinnen in Wolfsburg. Und ja, dann ist natürlich ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel und ist dann mal eine andere Situation. Aber ja, wir wissen es alle, wenn der FC Bayern unter Druck steht, ist er meistens eher am stärksten. Es wird interessant zu sehen sein Sonntag. Ja, wie gesagt, Sonntag ist ein guter Gegner, ein guter Gradmesser, um die ganzen kleinen Störgeräusche und die ganzen Leute, die gerade schon so ein bisschen in die Negativität abrutschen, gleich mal wieder den Wind aus den Segeln zu nehmen. Muss das Spiel einfach souverän gewinnen und dann ist alles gut. Und das unabhängig von Dortmund. Jetzt wurde nach eurem Spiel in Hamburg sehr viel über Luka Vuskovic gesprochen. Lothar Matthäus hat ihn gelobt. Ivan Rakitic hat sogar gesagt, der FC Bayern muss sich mit diesem Spieler beschäftigen und muss diesen Spieler holen. Deswegen gebe ich die Frage oder gebe die Aussage gerne weiter. Ja, wo soll er denn spielen, wenn man jetzt mit Upamecano verlängert hat? Ist ja Schwachsinn. Willst du jetzt einen 18-Jährigen verpflichten, um ihn auf die Bank zu setzen, oder was? Naja, macht halt keinen Sinn, ne? Also, brauchen wir nicht drüber reden, wa? Luka Vuskovic ein Spieler, mit dem sich der FC Bayern beschäftigen muss? Erstmal lösen wir unseren internen Transfer. Und wenn der gelöst ist, dann haben wir eine Innenverteidigung, die doch relativ hohe Qualität hat. Und das heißt nicht, dass Vuskovic kein guter Spieler ist. Er ist 18 Jahre, spielt eine herausragende Saison beim HSV, gehört Tottenham Hotspurs. Aber der FC Bayern hat eben auch sehr, sehr gute Innenverteidiger mit Jona, mit Upa, mit Minjay. Dann haben wir noch mit Ito und Stani Spieler, die es auch spielen können. Also wir können nicht jeden guten Spieler, wo die Öffentlichkeit meint, der muss zum FC Bayern, weil dann kommt irgendwann die andere Seite und sagt... Ja, es macht keinen Sinn. Nochmal. Hättest du mit Upa nicht verlängert, so, dann hättest du sagen können, komm, ich gehe da all in. Er ist ein sehr interessanter Spieler und die Anlagen, die er hat, auch was ich gesehen hatte in dem einen Spiel, kann er ein großer werden, aber ja, es gab aber auch schon viele Spieler, die ein großer werden konnten und es dann doch nicht geschafft haben. Aber natürlich wäre das dann eine interessante Option gewesen, ja. Aber wenn du jetzt mit Upa verlängerst, ja, du hast für die nächsten 2-3 Jahre hast du Ruhe in der Innenverteidigung. Ja, also erstmal harmoniert das sehr gut zwischen Upa und Jona und wie es Max schon sagte, du hast einen Ito, ja, du hast einen Minjay Kim, du hast aber auch einen Stani, der einen sehr, sehr starken Innenverteidiger spielen kann. Also es ist kein Platz da. Punkt. Ja, du müsstest Platz schaffen für diesen Spieler. Max, wir sind doch kein Geldscheißer. Also wir können doch nicht den Kader so groß aufblähen. Also deswegen, sehr guter Spieler, ohne Frage, aber wir und unser Hauptaugenmerk liegt auf dem internen Transfer und der ist bekannt. Ja, Johannes Berner wieder bitte.
Jonathan Tah, glaube ich, hat letzte Woche bei den Kollegen von Sky mehr oder weniger gesagt, dass dadurch, dass die Gegner mehr Zeit haben, sich vorzubereiten, ist es auch dann schwieriger oder kann es dann auch mal passieren, mehr oder weniger, dass man sich halt auch mal Gegentore verfangt. Jetzt waren es 2 gegen Augsburg in den HSV. Sie als Verteidiger, schaut man da jetzt noch mehr drauf dann im Training oder stellt man da ein bisschen was um, damit man... Wo waren denn die Innenverteidiger ausschlaggebend im Spiel gegen Hamburg? Also ich denke, da waren andere Spieler ausschlaggebend als unsere Innenverteidiger. Nur als Beispiel. Ich habe die anderen Tore jetzt gerade nicht mehr so im Gedächtnis, aber ich würde behaupten, dass unsere Innenverteidiger bisher eine sehr, sehr gute Saison spielen. Ja. Ich denke, 2 Gegentore sind wahrscheinlich zu viel. Ist wahrscheinlich auch Ihre Meinung. Und Ja, wobei ein Elfmeter natürlich dabei war. Wie geht man damit um? Schaut man da genau drauf oder wie ist da die Vorgehensweise? Ja, meine Rolle ist, auf alles genau hinzuschauen. Also, dass wir jetzt viele Tore machen, das ist ein Teil meiner Rolle und dass wir keine Gegentore bekommen, ist auch ein Teil meiner Rolle. Die Frage stimmt, also wir kassieren nicht gerne Gegentore und das ist für uns Wer tut das schon? nie akzeptabel. Trotzdem, der Kontext bleibt. Ne? Also wir sind die beste Verteidigung in Deutschland. Ich sage es nur so, das heißt nicht, dass alles perfekt war letzte Woche und das ist jetzt kein Statement über, deswegen dürfen Sie nicht diese Frage so stellen. Es ist nur so, diese Balance finden zwischen, wir müssen es besser machen und es macht keine andere es besser im Moment als uns. Und dazwischen versuche ich immer dann zu verstehen, hat das... Nee, ich verstehe den Take so, ja, aber dann nimm bitte die Rückrunde. So, ja. Man kann nicht sagen, es macht keiner besser aktuell wie wir, ist halt wild. Auf die ganze Saison gesehen, vom Wert her natürlich, ja, haben wir immer noch die beste Abwehr. Aber dann guck dir bitte nur die Rückrundenspiele an, so, um zu sagen, aktuell. Lass das Wort aktuell weg, dann kannst du diesen Take fahren, ja. Vielleicht meint er es anders, wie er sagt. Wie er sagt, perfektes Deutsch hat er noch nicht, alles gut. Korinthenkackerei vielleicht, aber ich wollte es nur klarstellen. Tun vielleicht mit, wie Jona gesagt hat, wie viele Spiele wir spielen, in wie viele Tagen, diese Energie, Frischheit, oder ist es was eher strukturell? Aber es ist nicht so, dass wir das einfach über uns hinlassen kommen. Also wir versuchen auf jeden Fall immer proaktiv auf alles zu arbeiten, aber man muss auch eine Sache nicht vergessen. Zu diese 71 Tore, ich weiß nicht mehr, wie viele Tore wir geschossen haben. 72. 72? Ja. Du kannst nicht alles haben, also das gehört... 74 Tore. Das gehört klein bisschen auch eine Spielart dazu, wo du vielleicht nicht diese 12 Tore kassiert in einer Saison, wie manchmal andere Mannschaften das geschafft haben oder was weiß ich. Das ist klein bisschen, aber wenn das im Rahmen von akzeptabel bleibt und dass die Differenz zwischen was du an Chancen bekommst und Tore machst groß ist, dann muss wir auch nicht... Da gehe ich voll mit. Ja, ich gucke mir auch lieber Spiele an, wo wir lieber 3 machen und mal 2 kriegen oder 4 machen dann, wie Tuchel-Fußball und wir gewinnen das Ding 1-0. So, ja, das ist aber Geschmackssache, aber ich gehe da voll bei Kompanie mit, ja. Und wenn du so eine gewisse Spielweise hast, wie wir haben, zum Beispiel, dass wir nicht mit einem klaren defensiven Sechser spielen à la Palinja, deswegen ist er ja auch nicht mehr bei uns, deswegen dumpelt da ein Kimmich rum, dann musst du einfach damit leben, dass in der Zentrale diese Räume ja nicht zu sind. Ja, so, das ist halt einfach unsere Spielweise. Dass halt so ein Kimmich in der 80. Minute beim Stand von 2:1 halt auch mal den gegnerischen Torwart anläuft. So, damit musst du dann einfach leben, ja. Das ist aber auch unsere Spielweise ein Stück weit, ja. Das brauchen wir gar nicht nur auf den Kimmich festmachen. Da können wir auch einen Pavlovic dabei nehmen, Goretzka oder wer sonst da auf dieser Position spielt. Das ist einfach ein gewisser Teil unserer Strategie oder auch, dass unsere Außenverteidiger im Spielaufbau eher ein Halbschienenspieler ist, ja.
und dann vorne im Gegenpressing vielleicht auch mal versucht, Gegenpressing direkt zu machen in der gegnerischen Hälfte und dann auch überspielt wird und dann ist der Raum frei. All das gehört dazu, ja. Aber, nochmal, ich gucke mir lieber so ein Spiel an wie, ja, italienischen Fußball, super langweilig und du gewinnst das Ding 1:0 durch eine Standardsituation, ja. Und ja, ich denke, da ist der Großteil sich auch einig. Alles Und den Take fühle ich, den hat er auch recht mit, ne? anders Kann man sehen. nicht Verstehen Sie? abstreiten. Also, es ist nicht schwarz oder weiß. Das ist die Analyse. Klaus Bergmann, bitte wieder dahinter. Ich hätte 2 Fragen an jeden. Eine, ich fange mal mit dem Trainer an. Morgen treffen die beiden offensivstärksten Mannschaften aufeinander. Das heißt, für die Zuschauer, die dürfen sich auf ein Spektakel hoffentlich freuen. Als Trainer sieht man das ja immer so ein bisschen differenzierter, aber was erwarten Sie von dem Spiel? Auch ein Spektakel und Hoffenheim ist vielleicht so ein bisschen die Mannschaft der Stunde. Was haben Sie dort analysiert? Was zeichnet diese Mannschaft aus oder was unterscheidet sie vielleicht von den anderen? Lauferisch starke Mannschaft, gute Mischung auch an Profile, Spieler, die in die Tiefe laufen können und wollen und Spieler, die auch zwischen die Linie den Ball bekommen wollen. Viel Aktivität. Aber wir haben immer gezeigt, also wenn eine Mannschaft diese Intensität bringen will und wie HSV das auch gemacht hat, letztes Spiel, dann sind wir dabei. Also dann machen wir das auch gerne ein gutes Spiel und hoffentlich ist es, wie wir das am besten machen, wenn wir auch in diesen Momenten torgefährlich sind und das Unterschied machen mit dem Gegner. Aber ich finde es immer gut, wenn die gegnerische Mannschaft einfach diese Intensität bringt und das ist für die Fans auch gut und ob es jetzt Hoffenheim-Fans sind oder Bayern München-Fans oder neutrale Fans, die einfach ein Bundesligaspiel schauen wollen, ja, das bringt das Beste, glaube ich, aus den Spielen und wir sind keine Mannschaft, die in diesen Momenten sagt, pass auf, die können laufen, also wir haben Bock auf dieses Spiel, weil das auch eine starke ist von uns, aber auch von denen. Gleich nochmal, ja? Okay. Herr Eberl, ist es Zeit für ein Statement, wenn man jetzt gegen den Dritten spielt, nach den letzten beiden Spielen? Und die andere Frage, am Campus, Sie haben jetzt viele Spieler abgegeben oder verliehen. Was ist so die neue Überschrift über dem Campus, was da jetzt momentan passiert? Also klar haben wir Lust auf ein Spiel gegen die TSG, Erstmal interessante Fragen, ne? Muss man mal sagen. die dieses Jahr für mich, du hast es in der Frage, Und wenn er ehrlich ist es Zeit für ein Statement. Punkt. Ja, sportlich gesehen ist es Zeit für ein Statement. Du musst Hoffenheim jetzt in die Schranken weisen, du musst einen Sieg einfahren. Auch nicht irgendwie einen Zittersieg, sondern einen klaren Sieg musst du einfahren. Am Ende interessiert uns nur das Ergebnis, aber um mal so ein Statement zu machen, musst du einen souveränen Sieg einfahren und dann bist du wieder voll in der Spur und alles ist gut. So. Ja, solltest du das Ding jetzt nicht gewinnen, dann kommt Leipzig. So. Ja, die werden auch ihre Chance suchen und dann mit Sicherheit auch noch ein bisschen mehr dran glauben, wenn wir da jetzt auch wieder straucheln sollten. Also ich glaube, der Zeitpunkt ist sehr, sehr gut für ein Statement. Eine sehr, sehr gute Frage. Wird Max Eber so jetzt nicht formulieren, denke ich, aber ich formuliere das mal für uns. schon angedeutet, die Überraschungsmannschaft ist. Die gibt es, wenn man die letzten, wahrscheinlich, keine Ahnung, letzten 10, 15 Jahre zurückschaut, gab es jedes Jahr eine Mannschaft, die so ein bisschen wie Phönix aus der Asche kam. Ich erinnere mich letztes Jahr an Hoffenheim, das war dann doch eher sportlich sehr, sehr schwierig für den Verein und sie haben es gelöst und kommen gerade so ein bisschen wie Phönix aus der Asche. Haben eine sehr, sehr spannende Mannschaft gebaut, das muss man ganz klar so sagen. Deswegen freuen wir uns auf dieses Spiel und das ist aber unser Prinzip in jedem Spiel. Ob es jetzt gegen den FCA war, ob es jetzt beim HSV war, ob es gegen PSV war oder jetzt gegen die TSG. Wir wollen einfach jedes Spiel gewinnen. Wir freuen uns drauf auf ein richtig gutes Spiel gegen einen richtig guten Gegner und wollen da quasi gewinnen. Und was war die zweite Frage? Campus. Der Campus. Ja, wir haben jetzt nichts Großartiges verändert. Wir haben auch in der Sommerpause schon Spieler verliehen. Jetzt bist du eine Halbserie. Jetzt entscheidest du eben immer wieder neu. Das, glaube ich, habe ich in der Runde auch schon mal gesagt. Wir machen uns immer wieder Gedanken, was sind die besten nächsten Schritte. Wir haben keine Youth Champions League mehr. Also diese wichtigen Spiele sind nicht mehr da. Dann haben wir Spieler wie... Okay, das wusste ich gar nicht. Gibt's die nicht mehr oder sind wir einfach nur schon ausgeschieden?
Da müsste ich mich ja mal schlau machen. Das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das nicht mehr ist. Und natürlich ist es sinnig, auch in der Winterpause zu schauen, wie es Max Eber gerade sagt. Was ist sinnig für die Jungs, ne? Javi Fernandes, der lange verletzt war, der aber schon Männerfußball gespielt hat, wo wir gesagt haben, der muss jetzt in dieses nächste Niveau wieder rein. Zweite Liga beim 1. FC Nürnberg, glaube ich, ein herausragendes Pflaster für ihn. Felipe Chavez ist genau ein Spieler, der bei uns jetzt die ersten Meriten sich verdient hat. Trotzdem, jetzt ist Jamal wieder da, jetzt ist Lennart Kahl da, es ist Serge da. Dann ist die Frage, verbaust du ihm was? Also hast du ihn quasi... Ja, jetzt hat er es gesagt. Der Serge verbaut's. Ja. Das ist halt auch der Take, den ich nicht so fühle bei dieser Verlängerung. Weil man verbaut damit natürlich Talenten wie Lennart K., wie Wiste Mike natürlich auch eine Position. Das muss man auch sagen. Nur ein halbes Jahr dabei zum Trainieren, paar Minuten, vielleicht irgendwo mal Spielzeiten. Nee, wir wollen ihm die nächsten Spielzeiten geben, wir wollen die nächsten Schritte ermöglichen. Und das sind einfach Überlegungen, die du als Club tust. Deswegen ist es keine neue Strategie, sondern immer wieder adaptiert an das Niveau des Spielers. Vinny sagt so schön, den Pathway des Spielers versuchen zu antizipieren, um ihn auf sein bestes Niveau zu bringen. Und das tun wir jedes halbe Jahr. Okay, einmal noch, dann ist zu Ende. Carrie Howe, bitte. Eine Frage erstmal an den Sportvorstand. Jetzt haben Sie den internen Transfer auch angesprochen, Upamecano. Wie viele Schritte sind da noch zu gehen? Und dann noch an den Trainer, Sacha Boey hat ja den Verein jetzt noch verlassen. Warum hat er nicht mehr Einsätze bekommen und sich dann jetzt auch dafür entschieden zu gehen? Bei Upa ist es so, dass wir kurz vor der Zielgerade sind. Aber wie gesagt, Pferde vor der Apotheke kotzen sehen haben wir alle schon. Deswegen, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und freuen uns drauf, wenn wir dann endlich das Ding verkünden können. Der war 8 Wochen krank. Also ich habe es gesagt, es war für ihn ein bisschen unglücklich. Ich glaube, wir dürfen nicht alles mischen. Der war in einer guten Phase und dann war leider am falschen Moment einfach krank, hat fast 8 Wochen gefehlt. Und dann gibt es noch die Realität von unserer Kader, wo wir 2 Spieler haben, die auch auf die Rechtsverteidigerposition spielen können. Stanisic und Konrad Leimer. Wir haben jetzt wieder an die linke Seite Alphonso Davies wieder zurück und auch Hiroki Ito und Tom Bischoff hat auch da gespielt und Rafa Guerrero. Und dann hast du auf einmal... Ja, Rafa Guerrero muss nicht aufzählen, der hat diese Saison nicht einmal auf eigene Außenverteidigerposition gespielt. Doch Rechtsverteidiger. Ich nehme es zurück. Eine Entscheidung, die vielleicht logisch ist und gut ist für Sascha. Und ich wünsche ihm auch alles Gute, weil der verdient einfach jetzt diese 4, 5, 6 Monate, weiß ich, wie lange das dauert, aber wo er einfach wieder seine Fußballqualitäten zeigen kann und genießen kann. Dann jetzt doch die letzte Frage. Klaus Bergmann nochmal. Herr Kompany, Sie waren ja selbst Spieler, Nationalspieler, haben WM gespielt. Jetzt hat durch die Verletzung von Ter Stegen ja die Torhüter-Situation sich in Deutschland nochmal verändert. Und zwangsläufig schauen jetzt alle nochmal anders auf Manuel Neuer. Und er spielt jetzt auch noch morgen gegen Oliver Baumann. Haben Sie mit ihm, was haben Sie für ein Gefühl oder haben Sie mit ihm überhaupt mal gesprochen? So eine 5. WM zu spielen könnte ja auch enorm reizvoll sein für ihn. Verändert die Situation. Da spricht doch ein Kompanie nicht mit Manuel Neuer drüber, Alter. Interessiert den noch gar nicht. Etwas aktuell. Nein, also Manu ist meine Alter, also ich kann ihm über manche Sachen empfehlen und Rat geben, aber diese Sachen sind sehr persönlich und er hat genügend Erfahrung, um selber seine Entscheidungen zu treffen und das werden auch die richtigen Entscheidungen sein. Wenn Manu einfach leistet, wie er geleistet hat für uns diese Saison, für mich, das reicht schon für mich, dass ich dann sage, dass wir eine ganz besondere Persönlichkeit und Torwart haben. Und das ist für mich das Wichtigste, dass er einfach sein Niveau behält, wie er das gemacht hat, seinen Fußball genießt. Es geht nicht nur über, also es geht schon über Leistung, aber trotzdem, wenn ich eins hoffe für einen Spieler, die so viel geleistet hat wie Manu, ist, dass er das auch einigermaßen genießt, was er jetzt in diesen Momenten schafft. Und alles andere, das sind Gespräche für das deutsche Volk und die Experten. Und letztendlich muss Manu auch ganz alleine entscheiden.
Prima, danke. Freuen wir uns morgen. Auf morgen. Bis dahin, servus. Ciao. Bis dahin, Servus, Leute. Von mir auch. Schönes Restwochenende. Haut rein, rot-weiße Grüße gehen raus. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.